Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und ja, ich hab's eingesehen, für das Düster oben bin ich definitiv noch zu schlecht. Das lassen wir mal schön sein. Ich sollte mich lieber der anderen Story widmen und zum Ende der Zeit zurückkehren. Haben wir das hier irgendwo eigentlich, das Ende der Zeit? Zeitende, tatsächlich. Na dann, gehen wir erstmal dort hin, weil du soll ja der Kaspar sein. Und landet man durch? Voller Kraft voraus, oder? Oder aussteigen. Okay, da schwirrt das dann irgendwo. Ah, hat sogar einen eigenen Landehafen. Okay, hier ist dann wohl, das könnte der Kaspar sein. Aber vorher gehen wir erstmal nochmal in die Unterkunft. Wo haben wir schon überhaupt? Ah, da ist er. So. Unterkunft gibt's für euch an und nochmal. Ich bin nämlich nochmal beim Speckio reingucken, was der so treibt. Ne, schüttel nicht den Kopf, Glenn. So, da geht's jetzt erstmal rein. Oh, der sieht mittlerweile aus wie ein Omnikron. Hey, wo ist denn das Spunky Rotschopf abgeblieben? Seltsamer Fang habt ihr da gemacht. Er ist Schatte und kann vielleicht sogar mir noch was beibringen. Hi, und ein bisschen Liebe. Ah jo, Gut. du veränderst doch immer deine Stimme und dein Aussehen, wie es da passt, ne? Du Specki. Probieren wir doch mal. Ich mag die Musik hier. Und was macht der speckige Mutant? Oh, er zaubert Eis auf uns. Okay. Das klingt nicht so gut, was der da macht. Das schaff ich wohl nicht, doch dafür ist er zu stark. Na dann hau mal drauf. Hey, ich glaube, das schaffe ich echt nicht. Nee, den schaffe ich nicht. Okay, da muss ich noch ein bisschen trainieren, um den weiter hier fertig zu machen. So viel zu, er kann auch mir noch was beibringen, ne? Bäh, tot. Aber er ist der Letzte, der steht. Und trifft ihn nicht. Na, großartig. Und da gibt es noch einen Blitz 2 hinterher. Ja, komm. Damit es sich auch lohnt. Klatsch. Gewunder. Ja, sorry. Aber du sind wir noch ein bisschen zu schwach, glaube ich. Haben wir noch alle Lebenspunkte? Sehr schön. Okay, gut. Old Man, jetzt bist du dran zu retten. Hey, was ist der muntere Buh mit der radikalen Frisur hier? Das sind üble Neuigkeiten her. Ich kann euch nur das Lied geben, was heißt Erinnerungen an Chrono. Das klingt eher wie von einer gruseligen Spieluhr, aber Ich wünschte, ich könnte das machen. Wir suchen den Guru der Zeit. Der Guru der Zeit? Habt ihr den nicht von ihm gehört, aber was wollen wir dann von ihm? Er weiß, wie wir Chrono zurückbringen können. Geliebte Menschen zurückholen. Alle wollen das. Chrono könnt, wo Freund bei euch nur stolz sei. Will uns aber nicht wirklich was sagen, oder? Das klingt nicht so gut. Was sind wir dann hier? Hey, Was ist hier? Hey, ich will du dran. hey, Die Gosch. Nochmal was erzählen? Olden Sack. hier, nimm das. Was ist denn das? Was mag denn das sein? Mich dünkt. Ei. Nenn mal's der Chrono Trigger, so wie der Spieler heißt, du Dappschädel. Das ist reines Potenzial. Indem es einen bestimmten Ereignisverlauf auslöst, kann es einen großen Einfluss auf die Zeit nehmen. Frohen denjenigen, der Epoch gebastelt hat, wie es auszubrüten ist. Wie jedes Ei repräsentiert eine Möglichkeit, entweder er beschlüpft raus oder auch nicht. Ja, aller. Aber der Chrono Trigger verleiht euch das Potenzial, euren Freund zurückzubringen, her. Das Ergebnis wird der Bemühungen von eurer Suche entsprechen. Nicht mehr, nicht weniger. Also machen wir lieber das nach gescheit suchen. Ihr schlapper Flicker, vergessen das nicht. Solange ihr Chrono in euren Herzen bewahrt, könnt ihr Dach von euren Träumen vorwäre. Ich wett, du bist's, ne? Sekunde mal.
Bist du Kaspar, der Guru der Zeit? Na, wer hätt's gedacht? Ja, so hat man mich mal Selemols genannt. Ja, vor was weiß ich wie viel Jahr. Einmal C-Trigger erhalten. Geiler Scheiß, oder? So, ich will aber wissen, wo es hingeht. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Ja, das hast schon alles mal erzählt, Opa. Na klasse, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Ach, hast du irgendeine Ahnung, Luca? Es war anstrengend, aber jetzt, wo er weg ist, kommt nicht auf dumme Idee. Er war wie ein Bruder für mich. Brauch noch mal Denkvermögen. Ne, kein Haut ab. Ja, hab ich nicht, hab ich ja vorgehabt. Ach ja, ach ja. Tja, wo gehen wir dann jetzt hier? Was haben wir dann alles jetzt zur Auswahl, Schönes? Lenas Platz. Mystische Berge. Bangor-Kuppel. Tyranno-Höhle sogar. Cool. Proto-Kuppel. Ne, lass mal. Insel der Erdgebundenen. Jetzt steht uns wahrscheinlich alles auf der Guardia-Wald. Medina. Friedensschlucht. Na, ich würde mal sagen, ich gehe am besten durch, wo alles angefangen hat. Eventuell finden wir da irgendwas, womit wir Chrono wiederbeleben könnten. Oder wir gehen zu seinem Haus eventuell. Ich muss jedes Mal wieder lachen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen kindisch und läppig. Aber ich muss jedes Mal wieder lachen. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch, da hat ja gesagt, wo ich hin muss. Ich dummer Hund. Ich dummer Hund. Ich soll da zum Balthasar gehen. Ja. Ja, ich sollte ab und zu mal zuhören. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber ich glaube, dieser Düster oben ist wirklich so ein optionales Gebiet. Könnte ich mal irgendwann später zurückkehren, wenn ich wesentlich stärker bin. Mystische Berge? Ne. Bangor-Kuppel? Ne, ich glaube, das war die Protokuppel, wo der Balthasar war, ne? Ja. Dürfte das gewesen sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Jetzt habe ich wieder diese Speckio-Musik im Kopf. Ja. Huch. Wenn ich jetzt hier wieder rauskomme. Das sieht aber nicht so gut aus. Ich glaube, das ist der falsche. Aber es wohl doch die Bangor-Kuppel. Gerade mal gucken, wo ich hier bin. Ah, nee. Oder? Nee, oder? Nee, oder doch? Oder vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, hilf mir. Ich glaube, es ist aber geschickter, wenn ich tatsächlich mit der Epoch fliege. Ich denke, das wäre wirklich geschickter, weil da habe ich wenigstens noch ein Flugzeug dann zur Verwendung. So, noch einmal. Glensenmann, geh bitte rein. Dann gehen wir wieder zum Ende der Zeit. Und gucken mal, wie es so abläuft. So, also großartig verändert haben wir bisher noch nichts, außer das Mittelalter, in dem wir Markus besiegt haben und jetzt bei uns hin. Ja, ab in die Epoch. Und Vorderkraft voraus. Und wir fahren dort hier. Dann besuchen wir doch mal den Balthasar wieder. Der ist ja mittlerweile in so einem Nu drin. So. Anna Wusch. Da sind wir gelandet. Gut. Huch, wo sind wir denn hier? Das sieht ja auch ein bisschen olver aus hier. Was ist denn das? Sonnenpalast. Ah, der ist doch wieder. Haha. Huch. Gewitter allein, Hilfe! Sonnensohn. Ach du Scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Aber Eis 2 sieht aus, als wäre es hier wirksam. Probieren wir mal Wasser 2. Ich denke, das könnte... Nein! Gegenangriff, Fackel! Oh, fuck! Ich will weg! Scheiße! Fuck! Warum stolper ich immer über die stärkste Gegner im Spiel? Nein! Scheiße! Och nö, Mann! Och, das muss doch nicht sein. Ich bin echt zum Scheitern verurteilt, wie es aussieht. Das ist doch scheiße. Na gut. Na gut, na gut. Ja, ich bin echt ein Chef, ohne Scheiß.
Okay, dann nochmal bitte zum Zeitende. Das ist doch alles zum Kotze, Alter. Da will man mal was richtig machen. Und dann stoße ich irgendwo drauf. Und dann muss ich natürlich auf den größten Oberarschloch-Gegner im ganzen Spiel stoßen. Ach du Scheiße. Okay, dann heilen wir uns wenigstens ja wieder ohne Unterkunft zu verschwenden. Und dann babbeln wir nochmal mit dem Olden Zack. Und... Junger Bu. Ja, komm. Ist ja alles gut und schön. Ich will aber nicht mehr. Komm. Gib mal wieder den Chrono Trigger und dann... ja, komm. Weg von dieser gruseligen Musik hier. Ja, ich wünscht. Bla 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 bla. Gewitter erleid. Ich hab echt immer ein Glück. Ohne Scheiß. So, jetzt nochmal hier. Und dann nochmal Olden Man. Zeig was. Ja, komm. Gib das Ding hier. Also ich bin ja echt sagenhaft weit gekommen in der Episode heute. Oh Mann, noch circa 5 Minuten bis Ende. Und ich habe mich ja super geschlagen heute. Das ist so echt grandios. Mann, oh Meter. So. Nochmal bla bla bla. Ich hab ihn. Und los geht's. Nochmal zurück in die Epoche. Ja, und das Mal mache ich keine komische, krumme Tour. Ja, volle Kraft voraus. Zurück in 2300. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich hab schon tierisch drauf. Okay, ups, da ist auch die Düster oben wieder, die rumflattert. Die ist wohl jetzt in jeder Epoche. Kanalisation. Todesgipfel war da noch. Ja, da halte ich mich jetzt schön fern davor. Vom Flammensohn. Du müsst da gewesen sein, oder? Protokuppel, ne Quatsch, bin ich hier rausgekommen aus dem Ding. Boah, wenn ich als noch eine Orientierung hätte, wäre als echt geil. Was ist denn das hier? Ja, beim letzten Mal hat mich das auch was gekostet. Geno-Anlage, also wisst was? Jetzt speichern wir gerade auch nochmal hier. Ich will mich jetzt auch nochmal hier angucken. Umgucken, was das hier ist. Na? Na? Nix? Vielleicht noch irgendeinen Superboss auf mich hetze? Na? Nicht? Nee. Okay, dann halt nicht. Gut, jetzt müsste ich noch den Hansel finden, wo der hockt. Nee, das war nicht das. Das dappische Ding fliegt ja die ganze Zeit rum. Wo war dann der? Wo war dann der alte Sack? War der nicht hier? Doch, in der Protokuppel. Natürlich muss der hier gewesen sein. Hüterverlies. Ah, aller Hopp. So rum. Okay. Sub. Und nochmal rein mit uns. Dann suchen wir nochmal Balthasar auf. Der dürfte ja dort beim alten Landeplatz von Epoch sein. Als nur... Ah ja, da glitzert mal was. Eine Magiepille. Yay. Ich denke doch mal, die geht jetzt an Magus. Der ist ja unser begabter Magier. Joink. Magiepille geht an Magus. Gut, und da ist er auch schon. In seinem schicken neuen Körper. Und das Gipfel ist die Kraft zum Leben zu finden. Aber die zu aktivieren muss der oder die Verstorbene wichtig fürs Raumzeitkontinuum sein. Und man braucht einen Klon. Exakt fertig die Bob von der Person. Nur dann kann ein Chrono Trigger magisch wirken. Ein Klon? Der mag ja nur Stein Beckler, könnt innerhalb von Sekunden einer herzaubern. Beckler liebt Festivals. Gucken euch mal wo gefeiert wird und ihr werdet Beckler antreffen. Ah. Haha. Dann weiß ich doch wo. Okay. Ich denke, jetzt dürfte es klar sein, wo ich als nächstes das Suche habe. Yep. So. Dann sollte man tatsächlich, ja, in die Gegenwart. Lenas Platz ist der einzigste Partyraum, den ich kenne. So. Okay, erlaubt. Ich weiß, dass, wo ich gerade bin, aber trotzdem mache ich mich hier jetzt auch noch mal ein bisschen umgucken. Und, ui, sieht aber auch schön aus. Das ist etwas abgekapselt hier.
Nordruinen. Aha. Huch. Was bist denn du für einer? Oh nein! Cyrus. Huch. Wie Cyrus? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich habe das Gefühl, den schaffe ich nicht. Wie so häufig. Rennt! Rennt! Flucht nicht möglich. Na toll, na toll. Wie sieht's da damit aus? Und? Ja, klasse. Und ja, geil. Natürlich. Ich stolper immer zu der Superbosserei. Mein Schwert bewirkt nichts. Cyrus, ich bin's, Glenn. Was? Glenn? Huch. Oh nein, nicht schon wieder. Verdammt, verdammt. Nein, rennt, rennt. Flucht nicht möglich. Scheiße. Wenigstens halt vollkommen unmöglich. Na, toll. Ach, das bewirkt nichts. Nee. Nein. Ich will hier wieder raus. Glenn, probier nochmal den Drehsprung. Der hat es ausgelöst. Reiz denn doch mal. Scheiße, ich kann nichts machen. Da bin ich jetzt einmal von der Chip gesprungen und wieder nichts davon gelernt. Hopp, ja, okay. Ja, jetzt will ich aber wirklich weg. Okay, das ist tatsächlich Cyrus hier. Okay, eventuell bringt Masamune vielleicht irgendwas. Aber das mag ich jetzt noch nicht rausfinden, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, es ist auch noch eine Zeit hier, das zu erforschen. Boah, nix wie raus hier. Dass ich gerade mal beim nächsten Reich stolper, wo ich nicht mehr rauskomme. Gutsherrenhaus. Hier gucke ich mich auch nochmal um. Bleibt der Ruine fern, die könnten einstürzen. In der Ruine spukt's. Na, da steht ja alles gebeutzt. Der Hunderte ist es Ruin. Untote Geister in den nördlichen Ruinehäuser. Urheimlich. Ups, Geister noch irgendwas, bla bla. Düster Augen glitzern in der Sonne, auch morgens ist schönes Wetter. Genau, nachts ist kälter als draußen. Die Qualen von leidenden Geister sind in den Nordruinen als negative Energie spürbar. So ist das halt. Ja. Das hat man davor, wenn man sich mal irgendwo umgucken will. Cora-Stube. Okay, das sind noch irgendwelche Leute, die was trinken. Die obligatorische Bette. Und Wohnhaus. Alles ohne mystische Truhe. Okay, was ist das hier? Westkap. Und... der große Abenteurer Thoma Levinroth hier. 6. März 634 gestorben. Okay. Soll ich vielleicht mal im Jahr 600 vorbeigucken an der Stelle? Und hier können wir nichts machen. Allerhopp. Gut, wieder so ein Ding, wo ich nicht hingehen sollte. Zumindest jetzt noch nicht. Und das war Medina. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich unbedingt nicht hingehen sollte. Deswegen speichere ich jetzt erstmal wieder. Sonnendorn mal wieder. Da ist es immer noch höchst heilig hier. Okay, gut. Ist anscheinend nur 2300 extrem gefährlich, da reinzugehen. Na gut. Wieder diese Bummelmusik. Was haben wir hier? Ah ja, okay, das ist mal gerade wieder da. Wie schaut's hier aus? Da fliegt die Düster oben wieder durch die Gegend. Was ist das hier? Ah, ist das Melchiors Haus? Ja. Melchiors Hütte. Jesus, das Ding hängt aber auch drüber wie ein Parasit hier. Da will ich hier. Genau da will ich hier. Zu Lenas Platz.
Ich muss jedes Mal wieder lachen. Es ist einfach schön. Ich bin einfach zufriedenzustellen, merke ich. Ach stimmt, da waren ja die doch noch. Okay. Ach ja. Meckler. Wo finde ich dann den Typ? Händler holen Nachschub. Okay. Nee, ich will hier nix eintauschen. Und du? Der kann nicht babbeln und rennt wieder um sein Mittagessen rum. Okay, das war der Roboter. Ach ja. Ja. Der böse Magier haben wir sogar das mal mit dabei. Okay, hier ist noch nichts Besonderes. Prinzessin haben wir auch mit dabei. Der wünscht uns noch viel Spaß. Und hier ist ja dann nirgendwo ein Meckler. Der hier, der guckt auch noch zu. G.I. Jogger, Anna. Das Horrorzelt. Und haben wir hier irgendwas Tolles? Nö. Das sind ja wieder die Spiele, die ich da schon gemacht habe. Und hier? Hier ist auch nichts. Nee. Also hier finde ich den Hansel offensichtlich nicht. Okay, na gut, dann würde ich aber sagen, ich mache an der Stelle erstmal meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.